Ich habe auch Kinder nie gewickelt, da bist du gut sicher. Oder so. Das hat es bei mir hier gar nicht gegeben. Ja, für mich als Mann ist natürlich erwartet worden, dass man mal, wenn man eine Familie hat, dass man die Familie ernähren kann, dass man schafft für die Familie. Die Frau war daheim. Heute hat jede Frau einen Beruf, sie ist ja freier, oder? Darum denke ich, ist das klassische Mannsbild gar nicht mehr so gefragt oder so wahnsinnig wichtig. Aber ich finde es spannend, dass du jetzt eigentlich so mega findest, es ist nicht mehr gefragt, weil in unserer Generation oder in meiner Generation noch sehr weit verbreitet, dass so eben die Jungs das Gefühl haben, so hey, ich muss mal der Ernährer werden, ich muss mal Geld verdienen, ich muss mal meiner Frau etwas bieten. Aber ich glaube, es ist auch noch bei den einen Jungs so tief drin und uns so mitgegeben worden, dass wir immer noch das Gefühl haben, dass wir das müssen. Oder ich hätte eben, glaube ich, schon das Bedürfnis, wenn ich so Papi werde, dass ich auch das wickle und so etc. Ich glaube, ich würde das schon im gewissen Sinn auch übernehmen. Hey, jetzt musst du dir vorstellen, vor 50 Jahren, wir waren junge Väter, aber ich glaube nicht, dass von meinen Kollegen hier einer da hat man gar nicht über so Zeug diskutiert. Ja. Da hat man da gar noch nicht geredet über das. Ja. Die Frau hat natürlich schon eine andere Einstellung dazu. Ich glaube, der wenigsten Frau wäre es jetzt in den Sinn gekommen, wenn dann der Vater zu Abend heimkommt vom Arbeiten oder der Mann, dass er dann noch Sepp und da mal mit den Kindern. Also, ich glaube, da sind eben die Frauen in unserer Generation schon anders eingestellt dazu. Diesbezüglich, ich glaube, ich hätte ein bisschen Mühe, wenn ich jetzt ein Date hätte mit irgendwie einer und so in der ersten halben Stunde würde sich herausstellen, dass sie eigentlich einfach mal Mami sein will und von mir erwartet, dass ich mal die Rolle einnehme vom Ernährer. Ja, dann muss ich für mich persönlich sagen, oh nein, ich bin das nicht. Jetzt sehen wir gerade mal den Unterschied wieder. Ich bin jetzt vielleicht von meinem Alter her, könnte ich jetzt eher sagen, ja, mal, ich schaue mich jetzt noch so an. 50% der Männer, die du siehst im Internet, oder vielleicht sogar mehr, sind einfach Muskeln bepackt, ein Bart. Er brüllt nicht, er ist stark. Der grösste Klotz fängt mal an zu brüllen. Es kommt ganz darauf an, was das geht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das irgendwann so die Erwartung ist, in einem gewissen Sinn, dass du als Mann so aussehen musst. Dann bist du wieder verunsichert, wenn du ganz normal rumlatschst. Und eben dann nervt es mich wieder einerseits ein bisschen, dass man eigentlich ja ein bisschen probiert wegzukommen von dem ganzen Mann, Frau, so und dann aber gleichzeitig mit der ganzen Social Media, mit der Werbung etc. heisst es dann gleich wieder irgendwie «Hey Mann, hey Frau». Ja. Ich meine, es gibt ja immer noch keine Wäschmittelwerbung, wo jetzt zwei Männer dort stehen und sie präsentieren. Es wird ja von den heutigen Männern oder Jungen wird ja mehr verlangt wie früher, so wie wir in diesem Alter waren. Das muss man ganz klar sehen. Weil die haben es in dem Sinn strenger. Also die muss nicht, ich muss nicht beneiden, muss ich ehrlich sagen. Beneiden auch können.